Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch, denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Der Herr Amtsrichter Benedikt Stiersdorfer hat es heute mit einem hartköpfigen Charakter zu tun. Das kleinstädtische Publikum strömt in Scharen herbei, denn man erwartet von dem Prozess die Preisgabe bürgerlicher Intimitäten. Na? Bevor ich überhaupt nur geschaut habe, hast mir du gleich solche geschmiert, dass ich das Bewusstsein verloren habe. Jawohl, Herr Oberamtsrichter, ich bin umgefallen und war mindestens eine Viertelstunde lang bewusstlos. Das ist ein Simulant, mein Lieber. Ein wehleidiger Schuft. Herr Rat, die haben's den Bazi verwirrt. Der lügt, bevor er's Mai aufmacht. Ja, ich beschwör's, dass ich bewusstlos war. Ja. Ich beschwör's. Und Meineid ist kein Meineid nicht. Ich bin überhaupt nicht vorbestraft. Nicht wahr ist? Da, Hohes Gericht, den Zander, den hat er mir eingeschlagen. Und mein Kopf, der tut mir heute noch so weh. Aber nicht von mir, gell? Ja, von was denn sonst? Eine Viertelstunde lang war ich bewusstlos. Ja, jetzt reicht's. Wir nehmen's Platz, Herr Kläger. Ja, ich war eine Viertelstunde lang bewusstlos, ich beschwör's. Sparen Sie sich Ihre Schwüre. Ich glaub Ihnen Ihre Bewusstlosigkeit. Dankeschön, Herr Rat. Wenn Sie dieselbe beweisen können. Ja, Koni. Setzen Sie sich, bitteschön. Der Hausl, die Kennerin und der Brei und der Big und der Bader, ein jeder kann es beschwören, ein jeder. Ja, sonst nichts mehr. Setzen Sie. Bekennen Sie sich schuldig, Köbel? Na, am Kopf wird's nicht gleich kosten. Also, dass er bewusstlos gewesen war, das gebe ich nicht zu. Das verlange ich ja gar nicht von Ihnen, aber dass Sie ihm eine runtergehauen haben, das sollen Sie mir eingestehen. Der Bazi ist ja für das bekannt, dass er sich so wehleidig verstehen kann. Ich bin immer bloß ein bisschen so übers Main übergefahren. Ja? Ein bisschen übers Main übergefahren. Na, war es nicht ein bisschen kräftiger? Der Mann hat doch einen Zahn verloren. Ja, vor 10 Jahren vielleicht. Aber nicht von meiner Waschen, gell? Ja, muss ich mir sowas gefallen lassen? Ich, ein alter Krieger und Sie dann Kämpfer, ein Invalide, der wo ein steifes Knie hat. Und ich bin's Grafi Lotti dabei gewesen, gell? Ja, beim Nachschub, der hat keinen Feind nicht gesehen, Herr Rat. Was dir der Verzeulte sind lauter sprich. Hast du einen Napoleon gesehen? Ha? Wir sind im Dreck gelegen, Grafi Lotti. Hast du einen Napoleon gesehen? Ein Napoleon gesehen. Aber, meine Herren, ich muss Sie ganz energisch bitten, sich zu bezähmen, gell? 2 alte Kriegsveteranen und raufen wie die Schulbuben, das ist ja beschämend. Ja, ich hätte ihn ja nicht angezeigt, wenn er mir wenigstens ein paar Marke Schmerzensgeld zahlt hätte. Da wärst du Altviertel. Von mir kriegst du keine Mark. So, Schluss der Debatte. Setzen Sie sich, Herr Ingerl. Sitzen. Ja. So, Angeklagter, schildern Sie mir den Hergang der Tat. Sie haben dem Kläger also eine Ohrfeige versetzt. Na ja, aber nur eine kleine. Gell? Ja, also wie groß das war, das will ich jetzt zunächst einmal gar nicht wissen. Jedenfalls haben Sie zugeschlagen. Erzählen Sie. Ja, das ist am Martinetag gewesen. Auf die Nacht um 8:30, gell, beim Feistelbrei in der Gaststube drin. Na ja, ich hab erst einen Mast Hunger gehabt. Also das was und wann und wo und wie und warum, das will ich zunächst einmal gar nicht wissen. Fangen Sie nicht bei Adam und Eva an. Na ja, wir haben uns recht gut unterhalten gehabt und auf einmal... Ja, wissen Sie, ich hab ja eigentlich in Notwehr gehandelt. Was? Jawohl, in Notwehr. Ja, so ist recht. So wie Sie gebaut sind, ja, sagen Sie mal, was verstehen denn Sie eigentlich unter Notwehr? Hat Sie der Kläger angegriffen? Ja, schon mehrere. Er hat mich beleidigt. Ja, wie denn beleidigt? Was hat er Sie denn geheißen? Einen Franzosenweiberdress, da hat er mich geheißen. Und er
mir am Rosballenklauber, wo ich beim Napoleonfanger dabei gewesen bin, auch noch 70 in Sedan. Alles was recht ist, meine Herren, wegen solcher Lappalien fühlen Sie sich gleich abgrundtief beleidigt. Sie wären ja die richtigen Kriegshelden, haben Sie denn gar keinen Humor mehr. Jetzt versöhnen Sie sich und dann verschwinden's. Ja, fällt mir ja gar nicht ein, dass ich mich mit dem versöhne. Ich möchte mein Schmerzensgeld. Herr Rat, das steht mir zu. Das hat mir noch jeder zahlt, wird auch nicht viel. Aber eine Maß Bier mindestens oder eine Brotzeit. Nur mal eine kannst haben, dann hast du den Schmerz. Da geh her. Rosballenklauber, Windiger. Ja, gibt's denn gar keine Gerechtigkeit nimmer? Oh ja, wenn Sie unbedingt Gerichtskosten zahlen wollen, bitte. Aber billig kommt euch der Prozess nicht. Es ist eine ganze Menge Zeugen geladen. Wachtmeister, rufen Sie mir den Vitus Stengel herein. Vitus Stengel? Jawohl. Sie sollen Ihre Haupt- und Staatsaktion kriegen, meine Herren. Da passt mal auf, wir haben ja Zeit. Ja, darf er mir einen Kehrbezahler heißen? Ja, du bist ja vom Beruf ein Kehrbezahler. Krankmacher. Das ist ein Unterschied, gell? Gürdenzolln ist eine ehrenwerte Berufsbezeichnung. Die steht im Bayerischen Wörterbuch. Das ist keine Beleidigung. Damit ist die Ohrfeige nicht gerechtfertigt. Der hat ja noch was anderes auch gesagt. So. Der Zeuge Vitus Stengel, Vizehasel auf der Post. Ist gut, danke. Guten Morgen, Herr Rat. Morgen, Feidl. Sie können sich erstweilen setzen, Herr Köhl. Jawohl, Herr Rat. Grüß dich, geh mal. Ja, grüß dich. Herr Zeuge, Sie haben die Auseinandersetzung der beiden Kontrahenten miterlebt? Jawohl. Und Gott sei Dank ist mir nichts passiert dabei. Ja, dann schildern Sie uns den Hergang. Sagen Sie die Wahrheit, verschweigen Sie nichts, auch wenn Sie mit einem der Herren befreundet sein sollten. Ja, was heißt denn mit einem? Ich bin ja mit alle zwei befreundet. Ruhe. Umso besser, bitte. Na, Herr Rat, das ist nicht besser. Das ist sogar schlecht bei zwei Freunden. Ja, wen soll denn ich da belasten? Den Schuldigen natürlich. Nein, was heißt da, den Schuldigen? Also der Ludwig, der hat dem Pferdl auch nicht passt, eine Nachhaft, nicht? Ja. Das ist nicht schön. Das tut man nicht. Aber der Pferdl hat ihn vorher fürchterlich beleidigt. Fürchterlich! Ja, na, was hat er denn in Gottes Namen so fürchterliches gesagt? Ja, Ja, erfahre ich jetzt das endlich. das ist nicht so einfach. Einen nötigen Kerbezahler hat einen Kassen. Ja, das habe ich jetzt heute schon ein paar Mal gehört. Und weiter nichts? Nein, das kommt mir nämlich ziemlich unwahrscheinlich vor. Hm? Deswegen schlägt man doch einen alten Kameraden nicht zu Boden. Ja, jeder fällt ja nicht gleich um, wegen einer Watschen. Eine Viertelstunde lang war ich bewusstlos. Übertreib nicht, Pferdl. Ich hab genau auf die Uhr geschaut. Das waren keine 5 Minuten. Und was, ob er geistig wirklich ganz weggetreten war, das ist auch zweifelhaft. Weil wie die Kellnerin mit dem Bier vorbei ist, da hat er ein Auge aufgemacht und er blinzelt. Ich hab's genau gesehen. Ist ein Simulant. Ein ganz hinterfotziger Simulant, der. Ich kann mir nicht helfen, meine Herren, aber ich habe das Gefühl, hier wird mir beharrlich etwas verschwiegen. Ah? Wollen Sie nicht endlich die Wahrheit sagen, Herr Zeuge? Na mei, unter denen ist eure Strenge, ich bin kein Doktor, nicht? Also wenn einer psuffen ist und zusammenfällt, das kenne ich. Aber die wahre Bewusstlosigkeit, da verstehe ich nichts. Wie stark hat denn der Angeklagte zuschlagen? Können Sie uns das ungefähr beschreiben? Ja, also, ich bin ja froh, dass ich es nicht erwischt habe, die Watschen, gell? Aber wenn ich sie gekriegt hätte, nicht? Ich hätte vielleicht ausgehalten. Ja, also einerseits also fürchterlich brutal und auf der Ja, anderen Seite ja. dann fast wieder sanft, nicht? Ja, kennen Sie schon. Ja. Wachtmeister, rufen Sie mir bitte den Haberl herein. Haberl. Jawohl. Aus Ihnen ist ja nie was rauszukriegen. Aber die Sache ist faul. So, Ja, das riech ich direkt. wie Sie meinen, nicht? Meine Damen und Herren, ich bin Sachverständiger und Gerichtsgutachter. Ich sage die Wahrheit unbedingt. Da kenne ich keinen Pardon. Ich werde doch wegen dieser Sache nicht meine Approbation verlieren, nicht? Ja, Bruder Wäsche, red du, was du magst, aber über den anderen Punkt wird geschwiegen. Da sind moralische Rücksichten da. Ehrensache, Ehrensache. Wenn's ein Korbmacher nicht schon rausgerutscht ist. Du hast mir versprochen, dass es jetzt zurückhält. Siege, auf geht's, wir sind dran. Wie steht's denn drin? Nicht schlecht, bis jetzt ist alles in Ordnung. Gehen wir baden, die Gerechtigkeit geht seinen Gang. Also ich glaube, ihr sagt euch umsonst. Der Köbeln ist doch das Wurscht. Ob sie ins Gerede kommt oder nicht, wissen tun's ja doch die meisten. Und geredet wird seit Jahr am Tag. Heimlich natürlich. Heimlich, ja, dagegen hat man nichts. Aber wenn das protokollmäßig wird, dass mir da in Geisbach so eine gewisse, naja, es wisst schon, was ich meine, das darf nicht sein. Protokollmäßig darf es nicht werden. Aber das sagt der Sepp.
allein halt ich meinen Kopf auch nicht hin. Na ja, wenn die Rede drauf kommt, dann muss ich auspacken. Nein, unter keinen Umständen. Ein Kavalier schweigt. Was mir? Nein. Von einer Schädelfraktur kann gar keine Rede sein, Herr Gericht. Wissen Sie, hinten, da am Hinterkopf, da hat er ein kleines Pinkerl gehabt, weil er sich hat umfallen lassen, wie er sagt. Ja, ich war doch dabei, uns sofort zur Stelle. Und ich habe mit einem Blick die Diagnose gestellt. Ja. Also, ich habe gesagt, der Mann da, nicht wahr, ist umgefallen, teils infolge des Alkoholgenusses, nun, teils wegen der Dätschen. Ja. Was, wegen was? Ja, also, wegen der Ohrfeige. Ohrfeige, ja. Ich habe ihm lediglich ein Glas Bier verschrieben. Eine sozusagen in Permanenz greifbare Medizin. Na ja, und da hat der Patient wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben und einen Schluck getrunken. Also, das muss er beeiden. Das musst du beeiden. Was denn? Ich habe kein Honorar verlangt. Ah, ja. Wissen Sie, und ich glaube auch, dass dem Pferde da im Kopf nichts zurückbleibt. Und der eingeschlagene Zahn, Herrl? Zahn? Ja. Du hast noch 10? Und du kommst nicht zum Reißen? Sie, Herr Gericht, Sie... Ihr Husten, der kommt aus der archistachischen Röhre, der kann gefährlich werden. Nein. Ja, tuss ist nervös, das ist nicht weiter soll schlimm. ich eine Abbilde Nein, vielen Dank, das genügt, Herr Gutachter. Und was halten Sie von der Bewusstlosigkeit? Eine Viertelstunde lang war ich bewusstlos. Sie sind ruhig. Wissen Sie, Herr Rat, die Bewusstlosigkeit, respektive Gehirnlosigkeit mancher Menschen, das ist keine Krankheit, nein, das ist ein Zustand, so Delirium amstiker. Delirium tremens. Ja, danke schön. Ja. Wissen Sie, ich habe auch manchmal Momente, wo ich meine, ich bin nicht da. No, und dann war ich doch da. Ja, das ist ja sehr erfreulich. Jetzt sagen Sie uns nur noch geschwind, Herr Haberl. Durch welche beleidigenden Äußerungen ist denn der Angeklagte so fürchterlich gereizt worden? Sie waren doch dabei, Herr Zeuge. Ja, wissen Sie, Herr Oberamtsgerichtsrat, ich habe ein furchtbar schlechtes Gedächtnis. Ja, also dagegen müssen Sie dann auch was tun, Herr Haberl, gell? Ja, und ich kann mir auch diese französischen Namen nicht merken. Was für französische Namen? Na ja, Sie haben halt vom Krieg erzählt, und Männersachen, lauter Männersachen. So, Männersachen, warum betonen Sie denn das so besonders? Ha? Raus mit der Sprache, Haberl, Sie dürfen nichts verschweigen. Es war halt ein lustiger Abend, mehr kann ich nicht sagen. Und ich habe auf die Herren da nicht so Acht gegeben. Ich habe am Nebentisch tarockt. So, ja, tarocken's weiter. Setzen! Bitte schön. Ei. Angeklagter, kommen Sie noch mal her zu mir. Jawohl, Herr Rat. Schauen Sie, ich mein's Ihnen doch gut, Korbmacher. Schauen Sie, je größer die Beleidigung wird, mit der man Sie gereizt hat, desto geringer fällt doch die Körperverletzung aus. Verstehen Sie das nicht? Hm? Ja. Ein in seinem Innersten getroffener, verletzter Mann, der muss doch explodieren. Ja. Kommen Sie, nehmen Sie keine falschen Rücksichten irgendwelchen Bürgersleuten gegenüber, die lassen Sie jetzt auch hängen. Was hat Sie der Kläger geheißen? Sagen Sie es halt endlich. Donnerwetter noch einmal! Na ja, ein Kerbitz seiner. Ja? Ja, und nachher noch was. Was? Na, das mag ich gar nicht sagen. So. Das war so unanständig, dass man es nicht einmal am Biertisch verzeihen kann. Ach, dann will ich's aber jetzt erst recht wissen. Raus mit der Sprache. Ein Dings, ein Kerbitz seiner, nennt er mir. Weiter, Kölbe. Ich bin ein Korbmacher, sag ich drauf. Dann schreit er mich an und sagt, was bist du? Du bist ja nicht einmal ein Kerbitz, sondern ein Schreider. Du bist ja ein Hahnrei. Ja, Ruhe! Sagt er zu mir, ein Hahnrei, ich. So. Einen Hahnrei hat er Sie geheißen, ne? Endlich ist es raus. Was, sag ich, bin ich, hä? Ja, gut. Und dann haben Sie ihm eine geschmiert, ja? Nein, noch nicht. Darfst du mir einen Hahnrei heißen, sag ich, und backen beim Krawattel. So, Mann, sag ich, jetzt mach Rei und Leid. Bist mir neidig um mein junges Weiberl, gell? Aber dafür kann ich nix, dass ich vor 4 Jahren Witwer geworden bin und voriges Jahr noch mal geheiratet hab. Dann sagt er zu mir, anstatt dass er die Beleidigung zurücknimmt, gelangt er da aufs Hirn auf, wie sagt er? Dir wachsen ja schon Tierndl. Was sag ich? Tierndl wachsen mir, sag ich. Da kriegst du ein Hirndl und da kriegst du ein Hirndl.
und dann ist er hingefallen und hat einen Bewusstlosen markiert. Jetzt ist recht drum. Sie ist ja eine Rechtsluderei, die Kerwitzeiterin. Seid so, ihr Staat! Ruhe im Zuschauerraum! Ruhe! So lustig ist der Fall nämlich gar nicht. Setzen Sie sich, Kölbe. Jawohl, Herr Rat. Na, Herr Kläger, kommen Sie her zu mir. Fühlen Sie sich wirklich noch wohl in Ihrer Rolle? Hm? Ja, durchaus. Ich kann alles beweisen, was ich gesagt habe. Ja, das hoffe ich. Für Sie hoffe ich das, gell? Da herrschen so missliche Zustände in irgendwelchen bürgerlichen Kreisen, wollen Sie sagen, nicht? Sehr richtig. Fragst zum Beispiel bloß einmal den Herrn Bäckermeister Dampfel? Respekt, Respekt. Sie haben viel Mut, Herr Ingerl. Aber dann müssen Sie sich nicht wundern, wenn Sie dann gelegentlich an den Unrechten hingeraten. Ich jedenfalls hab mir den Hahnrei nicht bieten lassen. Das ist verständlich. Kommen wir zu einem raschen Abschluss. Die Behauptung des Angeklagten, der Kläger habe ihn grob und ehrenrührig beleidigt, hat sich als wahr erwiesen. Der Angeklagte wird freigesprochen. Ja, und was ist mit meinem Schmerzensgeld? Ich war eine Viertelstunde lang bewusstlos. Hätten Sie den Mann nicht beleidigt? Herr Rat, ich hab niemand beleidigt. Was ich sag, ist wahr. Ich trete den Beweis an. Der Beck und der Metzger und der Kaufmann Wimmer und auch der Herr Ökonomierat. Ein jeder kann's bezeugen, dass ich die Wahrheit gesagt hab. Der Herr Ökonomierat auch. Das ist ja das reinste Luder. Ich bin eine anständige Bürgerin und ich lasse mich nicht beleidigen und ich lasse auch meine Mann nicht durchs ziehen. Ganz recht, Frau Kölle. Wachtmeister, räumen Sie den Saal. Saal räumen. Jawohl. Der Kläger wird partout den Beweis antreten. Da hinten ist die Tür. Marsch raus mit euch. Ja. Keine Ausnahme. Der Fall wird sittlich und Sie gehen auch. Nein, Wachtmeister, Frau Köbel kann sitzen bleiben. Alle anderen sollen schauen, dass sie rauskommen. Raus mit euch. Los. Dale. So, jetzt können wir ein offenes Wort reden, Herr Kläger. Fühlen Sie sich immer noch wohl in Ihrer Haut? Hm? Ich hab ihn nicht beleidigt, weil was ich sag, ist wahr. Ich möchte bloß mein Schmerzensgeld. So, ein zäher Brocken sind Sie, mein Lieber. Na? Wie viel haben Sie sich denn so gedacht? Hä? Ja, 20 Mark schon. Keine Markzahl. Nur mal eine kann er haben. Ich lass mich und mein Weiberl nicht beleidigen. Ich bin kein Hahnrei. Jawohl, bist du einer! Ich kann's beweisen. Von den Herren Zeugen, wo da draußen sitzen, treibe ich einen jeden zum Meinheit. Einen jeden! Was gehört? Auch den Herrn Ökonomierat! Jetzt wäre ich rabiat! Gar nichts, werden Sie. Welchen Zeugen wollen Sie denn vernommen haben für Ihre Beweisführung? Ja, allesamt. Am Bäcker, Metzger, am Brei, am Huber. Nicht mehr. So, langsam, mein Lieber, langsam. Wachtmeister, rufen Sie mir den Zeugen Dampfel herein. Dampfel. Jawohl. Und Gnade Ihnen Gott, wenn Ihre Beweisführung im Sand verläuft. Die Kosten des Verfahrens tragen dann Sie. Was sagt mir doch einer, dass die Herren erschneit haben? Ihr fürchtet ja Frauen Ärger wie der Teufel ins Weihwasser. Wer soll denn jetzt nur was erfahren, wo die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist? Überhaupt darf niemand was erfahren. Jetzt ist der Prozess gar nicht kommen lassen sollen. Hätten. Der Zeuge Franz Xaver Dampfel. Der Weiterbeck, wir sind dran. Also, ich tue, was ich kann. Aber lass halt den Kopf auch nicht hin. Nur nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und überhaupt sein ruhiges Gewissen ist das reinste Kissen. Angenehme Ruhe, Herr Ökonomierat. Dankeschön. Wir waren ja alle ganz platt, Herr Rat, wenn wir erfahren haben, dass der Pferdl sowas behauptet hat. Ja, ist vielleicht nicht wahr, hä? Auch wenn's wahr ist, sagt man sowas nicht. Es gibt gewisse Grenzen. Bist du nicht schon oft bei dem im Haus ein- und ausgegangen, hä? Wenn auch der Kerwitz einer gar nicht daheim gewesen ist, hä? Bin ich? Warum denn nicht? Ich habe eine Bäckerei, Herr Rat, und da braucht man hier und da ein neues Brotkerberl. Naja, und wenn man sowas braucht, dann geht man halt da hin, wo man es kriegt. Ja, selbstverständlich. So. Und mehr gestehst du nicht ein, hä? Was willst du denn noch von mir wissen? Ich komme ja zu dir, wenn ich eine neue Bürsten brauche. Ja, wir haben mir 60, aber den seine ist noch keine 40. So, jetzt machen wir Schluss. Mir reicht diese Kostprobe Ihrer Beweisführung. Herr Kläger, bitte nehmen Sie Platz und überlegen Sie sich in Zukunft, was Sie sagen. Ich danke Ihnen, Herr Zeuge. Sie können sich auch setzen. Bitte, Herr Rat. Wachtmeister, die Zeugin Neudecker, bitte. Neudecker. Jawohl.
Was ist mit meinem Schmerzensgeld? Kriege ich jetzt eins oder nicht? Sie haben dem Gericht überhaupt noch nicht den Beweis geliefert, dass Sie tatsächlich Schmerzen gelitten haben. Ach, hab ich. Und wir? Er hat lang nur braucht, bis er meine geschmiert gehabt hat. Was war das? Wie hat das geheißen? Drücken Sie sich gefälligst ein bisschen deutlicher aus, ha? Die Zeugin Franziska Neudecker, Kellnerin vom Bosbräu. Einen kleinen Augenblick noch, Fräulein Zeugin. Na, antworten Sie mir, Ingerl. Habe ich das richtig verstanden? Sie wollten eine Ohrfeige kriegen? Na, reden schon. Entschuldigen Sie, Herr Rat, aber vielleicht kann ich Ihnen helfen. Ja, bitte, dann kommen Sie her. Ja, natürlich wollte er geschlagen werden. Der lässt sich ja seit Jahren schlagen. Und hinterher verlangt er von dem Täter nachher ein Schmerzensgeld. So, da gehört aber ein besonderer Geschmack dazu. Das ist jedes Monat das Gleiche. Wenn er mit der Rente nicht auskommt, nachher schlagt er sich mit dem Schmerzensgeld durch. Er beleidigt und belästigt die Gäste so lange, bis ihm einer eine hineinhat. Und zuletzt ist er mit dem Schmerzensgeld da. Zuerst verlangt er 10 Mark und nachher 5 und auf letzt ist er mit der Maß Bier zufrieden. Ja, Herrschaftszeiten noch einmal. Warum hat man mir das nicht gleich gesagt? Aber das ist doch bekannt. Unserem Bürschenbinder darf jeder für eine Maß Bier eine Watschen geben. Nicht? Oder wird gar nicht lang geredet. Das ist bekannt in ganz Geisbach. Ja, das hat mir auch noch jeder zahlt, das Schmerzensgeld. Gerade ihr da, er zahlt nicht. Keine Mark. Ja, sagen Sie mal, Ingerl, kommt Ihnen denn das Erniedrigende dieses Nebenverdienstes gar nicht zum Bewusstsein? Nein, ein alter Kavallerist, der kann Schläge einstecken. Ja, und die Verletzungen, allein die körperlichen Schmerzen, die schlägt uns doch weh, oder? Ja, so fest schlag keiner zu. Das Geschichte alles gerade nur der Form halber. Mein So. Kopf, halt das leicht aus, Herr Rat. Ja, wenn das so ist, ich will Sie nicht um Ihren Verdienst bringen. Sie sollen Ihr Schmerzensgeld bekommen. Aber nicht viel, bittchen. Angemessen. Aber nur unter der Bedingung, Ingerl, dass Sie dem Gericht Ihren Zahn übergeben. Bringen Sie bitte das Corpus Delicti mal her und legen Sie es dahin. Ja, bitteschön, Herr Rat. Da, das ist für mein bester Zahn gewesen. Ja, Donnerwetter noch einmal. Sowas von einem Trummzahn. Eieieiei. Na, also 5 Mark sind dafür nicht zu viel. Oder soll ich besser sagen, nicht zu wenig. 20. Nix da. 5 Mark, Ingerl. Oder ich lasse diesen Zahn da gerichtsmedizinisch untersuchen, gell? So, jetzt möchte ich aber zum Schluss ganz gern noch erfahren, warum diese Geheimnistuerei um die Beleidigung, wenn doch nichts dahinter steckt. Untertänigst, wenn's bei uns sittlich wird, dann wären wir vorsichtig. Simulanten. Lauter Simulanten. Das Leben geht weiter, ob Freispruch oder Zuchthaus, auch in der guten alten Zeit. Und auf die Guillotine hat unser alter Herr Rat niemanden geschickt. Eine liebe Zeit, trotz der Vorkommnisse, menschlich halt. Und darum kommt es immer wieder zu diesen Szenen im königlich bayerischen Amtsgericht.